Ein Unternehmer, der vornehmlich positive Schlagzeilen macht, ist Swatch-Chef Nick Hayek. Politiker und Großbanken gehören nicht zu seinen Freunden. Fernsehinterviews gibt er nur selten. Heute hat er für uns eine Ausnahme gemacht. Ich habe Nick Hayek am Hauptsitz der Swatch-Gruppe in Biel zum Interview getroffen. Und als erstes gefragt, was er davon hält, dass die Schweizer Stimmbürger gestern den Mindestlohn wuchtig abgelehnt haben. Ich habe das eigentlich so erwartet, weil die Schweizer nie geliebäugelt haben mit etwas, das zentralistisch verordnet wird vom Staat. Und ich glaube, die Sozialpartnerschaft in der Schweiz, Gewerkschaften zusammen mit Unternehmern in der Region, das ist etwas, was die Schweizer mögen. Sie selbst zahlen aber auch noch nicht allen Ihren Mitarbeitern den Mindestlohn. Könnten Sie sich das nicht leisten? Sie haben einen so gut gehenden Konzern. Ach, wissen Sie, wir haben das schon in unseren Gesamtarbeitsverträgen. Wir finden Gesamtarbeitsverträge gut. Und dort haben wir schrittweise Anpassungen gemacht. Aber wichtiger als ein Mindestlohn ist, dass man den Leuten Perspektiven gibt. Dass die Leute, die anfangen bei uns in gewissen Regionen, nach 3, 4, 5 Monaten weitergehen können, dass sie Perspektiven sehen und dann irgendwann 4, 5, 6, 7.000 Franken verdienen. Das ist viel wichtiger. Das geht also schrittweise mit Ihnen nach oben. Sie sind ein Unternehmenschef, der gern pointierte Äußerungen abgibt, sich auch ab und zu mit Leuten und Institutionen anlegt. Und dazu schauen wir uns jetzt gleich mal den nächsten Beitrag an. Nick Hayek, einer, der sich anlegt. Mit Apple. Der US-Konzern will den Namen iWatch schützen. Deswegen geht die Swatch-Gruppe gegen Apple vor. Denn sie hat die Marke iSwatch schon länger registrieren lassen. Einer, der will, dass geliefert wird. Tiffany lieferte nicht. Der US-Juwelier unterlief damit gemeinsame Pläne mit der Swatch-Gruppe, Schmuckuhren zu vertreiben. Tiffany musste 402 Millionen Franken Schadenersatz zahlen. Einer, der streitet. Mit Economy Suisse. Der Uhrenverband drohte mit dem Austritt. Während der Swissness-Debatte verlangte er einen Schweizer Wertanteil von 60% an Industrieprodukten. Economy Suisse wollte weniger. Uhrenindustrie und Nick Hayek setzten sich durch. Einer, der Banken kritisiert. Zum Beispiel die UBS. Mit ihr streitet er wegen Anlageverlusten von 25 Millionen Franken. Vor Handelsgericht hat die Swatch-Gruppe verloren. Jetzt zieht sie vor Bundesgericht. Nick Hayek, einer, der Auseinandersetzungen nicht scheut. Bei diesem Kampf gegen die UBS, da geht es um 25 Millionen Franken. Wäre es nicht besser, Sie würden diese Auseinandersetzung jetzt vergessen und das nicht noch weiterziehen vor das Bundesgericht? Also erstens ist es kein Kampf, sondern ich bin verantwortlich gegenüber unseren Aktionären und Mitarbeitern, dass wenn ein Unrecht geschehen ist, dass wir versuchen, dass das gut gemacht wird. Und die UBS hat Fehler gemacht. Und es geht nur um das. Und wir haben schon oft versucht, die Hand auszustrecken. Und zwar mehreren Direktionen der UBS, das hat ja oft gewechselt da drüben. Aber eigentlich haben sie sich immer leiten lassen von ihrem Legal-Chef wahrscheinlich, der ihnen sagt, oh mein Gott, mit der Swatch-Gruppe, pass ja auf, bleib stur. Aber spielt da der Anti-Banken-Reflex ein bisschen eine Rolle? Der ist ja in Ihrer Familie fast schon ein bisschen beheimatet. Wir haben überhaupt keinen Anti-Banken-Reflex. Okay. Aber die Banken sollen das machen, was sie am besten können. Nicht Unternehmer spielen, sondern Geld verleihen, langfristig, für Leute, die etwas mit dem Geld Sinnvolles machen wollen. Das sollen sie tun, aber nicht alles andere. Wir haben keinen Anti-Banken-Reflex. Sie legen sich ja gern mit Leuten an, mit Economy Suisse damals auch. Sie drohten mit dem Auszug. Einfach generell die Frage, sind Sie ein streitlustiger Mensch? Überhaupt nicht. Wir legen uns doch überhaupt nicht mit Leuten an, sondern wir sagen nur, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sagen wir unsere Meinung. Und wenn wir denken, man muss etwas bewegen und etwas verändern, das ist übrigens der Slogan der Swatch, positive Provokation. Das heißt, sagen Sie doch, was Sie denken, auch wenn es kontrovers ist, damit es sich bewegt, also positiv, nicht auf die Person gespielt, sondern auf die Unternehmung zum Beispiel, damit es vorwärts geht. Und da ist auch ein bisschen Show dabei, oder nicht? Überhaupt nicht. Da Überhaupt keine Show. Nein, da müssen Sie echt und authentisch sein. Ihre Anliegen müssen Sie so vertreten, wie Sie sie spüren, aus dem Bauch heraus. Aus dem Kopf heraus, da können Sie auch einen Roboter engagieren. Aber bei mir geht es aus dem Bauch heraus und bei meiner Schwester auch. Aus dem Bauch heraus, sagen Sie. Jetzt gibt es auch eine Drohung gegen Apple. Sie haben Angst, Apple könnte mit einer iWatch allenfalls den Markt aufmischen. Und Sie haben gesagt,
wir verklagen, wenn Apple mit einer Ach solchen... Quatsch, wir haben weder Drohung noch haben wir Angst, sondern wir haben eine gute Partnerschaft mit Apple. Wir kennen die Leute schon lang. Wir haben etwas gemacht, was wir immer tun. Wir haben 20 Marken und wir haben so viele Namen für die einzelnen Produkte, von Brügge, von Omega, von Swatch, dass wir jede Woche Namen registrieren. Und wenn irgendwo auf der Welt eine Registratur kommt mit dem gleichen Namen, der ähnlich tönt, dann gehen wir dagegen vor. Aber nicht gegen die Firma, sondern gegen die Registrierung. Das Aber wenn ist jetzt alles. Apple mit einer iWatch kommen würde, dann würden Sie dagegen vorgehen, weil Sie das Gefühl haben, Sie haben das Namenrecht. Wunderbar, wenn Sie kommen würden. Sie können ja irgendeinen Namen wählen. Das wäre super. Das wäre wirklich eine große Möglichkeit für uns. Wir waren Pioniere in diesem Bereich. Und je mehr Player da hineinkommen, auch eine Apple, umso mehr Chancen gibt es das für uns. Haben Sie keine Angst vor diesen Smartwatches, die da kommen könnten? Wieso soll ich Angst haben? Wir haben 1991 die erste Pager lanciert. Wir haben zusammen mit Bill Gates 2004 in New York die Paparazzi lanciert, die News gibt über die Uhr. Nein, es gibt Chancen und keine Angst. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, weil die Leute wollen normalerweise keine Funktionen, die Leute wollen Emotionen von der Uhr. Aber ein Handy ist ja auch sehr emotional. Wenn man es mal nicht mehr hat, dann merkt man das. Und jetzt Handy zusammen mit einer Uhr, das gibt noch mal etwas Emotionales. Also, wenn nicht? Sie denken, das Handy ist emotional, es kommt darauf an, wen Sie am Handy haben. Also der Ihnen anruft oder die Ihnen anruft, das gibt Emotionen. Aber das Handy an und für sich ist leider nicht sehr emotional. Die Uhrenbranche ist sehr stark expandiert in den letzten Jahren, war enorm erfolgreich und hat natürlich auch viel zu verlieren, wenn jetzt irgendwas mal schief gehen würde. Und wir schauen uns das jetzt mal im Beitrag an. Die Swatch-Gruppe kontrolliert 20% des Weltmarkts mit einem Jahresumsatz von 8,8 Milliarden Franken. Mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Die Swatch-Gruppe baut aus. Zur Herstellung von Omega-Uhren hat sie in Grenchen eine halbautomatische Produktionslinie in Betrieb genommen. Insgesamt hat sie letztes Jahr 900 neue Stellen geschaffen. 150 Fabriken arbeiten in der Schweiz für die Swatch-Gruppe. Eine gute Sache, aber nicht nur. Die Swatch-Gruppe ist mächtig. In den Augen der Wettbewerbskommission zu mächtig. Seit über 10 Jahren streiten die beiden darüber, ob die Swatch-Gruppe ihre ETA-Uhrwerke weiterhin an die Konkurrenz liefern muss oder nicht. Die Wettbewerbshüter verpflichten die Swatch-Gruppe dazu, weil sie noch immer eine marktbeherrschende Stellung habe. Die Swatch-Gruppe, in der Schweizer Uhrenindustrie gibt sie den Takt an. Herr Hayek, Sie sind, glaube ich, die einzige Person, die im Schweizer Fernsehen rauchen darf. Schade. Hoffen wir, dass das ein Trend wird. Sie bleiben dabei, also Sie rauchen weiterhin, wann immer es Ihnen passt. Ach, schauen Sie, nicht wann immer mir es passt. Ich nehme Rücksicht. Das heißt, wenn Sie mir sagen, mir geht's nicht gut, ich möchte nicht, dass du rauchst, dann rauche ich natürlich nicht. Ich bin ein unabhängiger Raucher, ich bin nicht abhängig vom Rauchen. Aber wenn Sie nichts dagegen Ich haben... habe nichts dagegen, ich halte das aus. Sie haben ein Monopol auf gewisse Uhrenbestandteile, andere Produzenten sind abhängig von Ihnen, Sie wollen jetzt die Konkurrenz nicht mehr beliefern. Weshalb eigentlich nicht? Das ist doch ein tolles Geschäft. Ja, wissen Sie, die Geschichte hat ja gezeigt, die Swatch-Gruppe und die Marke Swatch hat eigentlich die mechanische Uhrenindustrie gerettet damals. Und dann ist das ein Modetrend geworden. Alle wollen mechanische Uhren. Und wir sind so weit gekommen, dass wir alle beliefern müssen, egal wer das ist. Wo immer in der Welt, der kann zu uns kommen und sich bedienen wie in einem Supermarkt. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht, aber wir wollen wählen können selber, wen wir beliefern und wen nicht. Und wir haben immer gesagt, wir wollen die Player in der Schweizer Uhrenindustrie, und das sind fast alle, wollen wir weiter beliefern. Aber wir wollen nicht alle beliefern müssen. Gut, da ist die Wettbewerbskommission auf den Plan getreten. Diese Wettbewerbskommission ist eine Regulierungsbehörde. Wird in der Schweiz zu viel reguliert? Nein, in gewissen Bereichen wird vielleicht zu wenig reguliert. Aber es stimmt schon. Das heißt, man versucht, ich sage nicht regulieren, zu standardisieren. Alles über den gleichen Kamm zu scheren. Und das geht nicht. Die Schweiz ist groß geworden und reich, weil wir regional sind, weil wir verschieden sind, weil es verschiedene Unternehmen gibt, weil es verschiedene Strategien gibt. Und diesen Reichtum müssen wir bewahren. Und natürlich, der Regulierungswahn, der geht davon aus, dass man alles vergleichen muss, dass man standardisieren muss. Und das ist das Schlimme. Und Sie sind eher jemand, der ein bisschen auch das Chaos liebt, oder? Ja, das Chaos ist in jedem Menschen. Schauen Sie, Organisation ist etwas, das sehr inhuman ist. Sie brauchen immer nur das Minimum an Organisation, damit etwas funktioniert. Aber der Rest ist Chaos.
Sie fühlen sich doch am wohlsten, wenn sie sich bewegen können, wie sie glücklich sind. Also ein bisschen Chaos tut sicher gut. Jetzt hat die Schweiz über die Mindestlohninitiative abgestimmt. Es kommen jetzt weitere Initiativen. Ecopop, die die Zuwanderung weiter beschränken will. Dann kommt die Erbschaftssteuerinitiative, die die Umverteilung fördern will. Sägen wir an unserem Standort Schweiz, sägen wir auf dem Ast, auf dem wir sitzen? Nein, man hat ja gesehen mit der Abstimmung, die jetzt passiert ist über die Mindestlöhne, dass die Leute genau wissen, wo ist es wichtig, wo sollen sie Prioritäten setzen. Es sind die Politiker, die ein bisschen übertreiben. Die denken, man sieht nur, dass sie arbeiten, wenn sie irgendwelche Initiativen lancieren und wenn sie sich im Fernsehen darstellen können. Aber sonst mache ich mir da keine Gedanken. Also die Politiker sollten sich weniger um solche Dinge kümmern. Es hat zu viele Politiker. Aber eine Erbschaftssteuerinitiative, was würde das für ein Familienunternehmen wie Sie bedeuten? Haben Sie sich das schon mal ausgemalt? Ja, sicher. Ich denke schon, dass das eines der Dinge sind, die große Konsequenzen haben werden. Das heißt, wenn Leute ihr Geld oder das Vermögen im Unternehmen drinstecken und sie dort lassen wollen und es nicht einfach verscherbeln wollen, dann müssen sie auf einmal Steuer darauf zahlen. Und dann verlieren wahrscheinlich einige Unternehmen ihren Besitzer und ihren Eigentümer. Und das ist vielleicht für die Kontinuität nicht gut. Wie viel würde das bei Ihnen ausmachen? Haben Sie das mal ausgerechnet? Haben Sie noch nicht ausgerechnet? Nein, ich bin schlecht in Mathematik. Familienunternehmen sind sehr stark, auch an der Börse, fast besser jeweils als andere Unternehmen. Aber es ist nicht die Gefahr, wenn man so ein Patron ist wie Sie, dass man irgendwann mal abhebt, dass man kritikresistent wird? Nein, abheben tun wir nicht. Nur mit dem Helikopter hebe ich ab. Aber da sorgt schon meine Schwester, mein Neffe oder die Mitarbeiter dafür, dass wir uns dort zu Hause fühlen, wo wir sind. Wir heben nicht ab, sondern das brauchen wir jeden Tag. Ich gehe zum Beispiel meine Rechnungen bei der Post einzahlen und stehe da in der Kolonne. Das sorgt schon genug dafür, dass ich es nicht abhebe. Nick Hayek, ganz herzliches Dankeschön für das Gespräch hier bei Ihnen im Büro. Danke und danke, dass ich rauchen darf.